Zumindest in der Bewertung der Faktoren war sich die Runde ziemlich einig. Bemerkenswert einig bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Durch Wirtschaftswachstum nämlich, durch weniger Bürokratie und größere Vorschriften, Biegsamkeit und nicht so sehr durch Geld vom Staat. Tja, ein Babyboomer Jahrgang 60, mit Anfang 20 sind die Haare fast weg. Stress, Heidelberg, Unijob, Freundin schwanger und jeden Monat Angst, dass es ihnen nicht mehr lange. Die Nachtschicht, die Woche durchbüffeln für einen Master. Samstage lang Mürli spachteln für einen Vater. Und der hat gekämpft gegen den Rest von der Welt und am Ende gegen Flaschen keine 60 überlebt. Die Hochzeit, schnell Plan, fahr die Lagerzeltplatz. Zweites Kind gemacht, wieder einen Job, noch das Geld gehabt für Kids. Zum Nacht gibt's Cornflakes vom HL-Markt. Mit Jockeypulver drüber, Weltklasse. Er doktoriert, aber nie eine Firma. Probiert und probiert, Bewerbungspapier gestapelt, Absagen ständig. Der Macht ist gesättigt, Chemieindustrie hat keinen Platz gehabt, fertig. Eine bundesweit gesuchte Fachkraft. Diplom-Chemiker, promoviert, absolut flexibel. Dass er händeringend gesucht wird, davon merkt er leider nichts. Auf seine unzähligen Bewerbungen bundesweit reagieren viele Unternehmen erst gar nicht. Temporär, Kernkraftwerk, Mühlenberg, Bambi, der verdient Frankli, Fan von der Family. Der Job in der Schweiz bringt Brot auf den Tisch, aber seine Kinder fragen nicht mehr, wo das er ist. Sind nur noch am Wochenende oder Bahn stundenlang der Opel-Rekord in ein Board beim Sekundenschlaf. Ein Jahr später kommt Festanstellung, die Family in die Schweiz und der Rest passgebig. Eine Mietwohnung über den Post, ein Bärenplatz mit dem Messpass über einen Pass an jedem Samstag. Quer durch die ganze Schweiz Mittag. Für jeden noch ein Sandwich eingepackt. Die Reise hat sich gelohnt aus dem grossen Kanton. Aber eins hat sich gezeigt, es ist leider so, dass er aneckt, weil die Sprache nicht redet und sich zeigt, dass hier niemand auf ihn gewartet hat. Spezielles Volk. Echt unfreundlich und uncharmant, ja. Das ist so noch ein kleines Kaiserreich. Grosse Röhre hinter. Ich natürlich schon gerne ein bisschen auf die Balken hauen. Sie reden zu schnell und zu viel. Das, was wir unseren kleinen Kindern abgewöhnen, das Drängeln, haben sie mit 40 immer noch drin. Die sind nicht ehrlich. Wenn sie einem über die Ohren hauen, machen sie es. 30 Jahre später in der Schweiz ausgesiedelt, das geht richtig AHV. Eingezahlt hat er seine Kinder aus dem Haus, Hypothek ist auf Null. Wir denken zu kommen, schenkt er einen Schuh. Er geht in Kino oder gibt eine Runde im Mac aus. Drecksfood, scheiss drauf, Hauptsache es hat genug. Life is good, wenn du nicht mehr durch die Scheisse musst. Nicht mehr fighten und nicht weisst, ob sie bricht am Schluss. Du hast Glück gesucht, bist nicht stolz, wenn du zurückschaust. Es ist ein Gelenk für ein Stück Kuchen für uns alle. Verdanken mit dem Ausharren. 1000-mal auf die Fresse geht, immer wieder aufgestanden, Hut ab. Trage Wu-Tang, du ein Cobra, aber das gleiche Blut pumpt durch unsere Blutbahn. Wenn ich in den Spiegel schaue, jetzt wo ich falte Haare, sehe ich ein bisschen von dir, das macht mich stolz, Papa.